Madame Präsidentin, als Rapportrice, merci so für Ihren Bericht, für Ihren Rapport, mündlichen und schriftlichen, zu diesem delikaten Dossier. Ein Projekt, das für viel Aufregung gesorgt wird, die medizinische Landschaft teilweise paralysiert wird, aber wo von vielen ein ganz schlechtes Gefühl hat. Dass dieses Projekt im Kontext von einer ökonomischen Krise entstanden ist, und so müssen hier Dynamiken sprechen, nämlich so viel wie möglich Spuren, konnten nach nur vollziehbar sein. dass aber mit diesem Projekt für sich bestehende Verhältnisse an etablierte Fundamente umzukippen, das hat erlaubt mir den Ausdruck, Mini-Revolution ausgelöst und vorstellt sich, ob nicht in einer Manier, in anderer Weg möglich gewesen wäre. Da am Nun von einer Rigor-Ökonomik-Spurmaßnahme musste getroffen gehen, das kann ich a priori verstehen. Da den aber ohne Vierwarnung alle guten Akteuren vom Gesundheitssystem eine staatliche Tutel wollte abzwingen, ohne präalable Diskussion und Konzertation, da das nicht Manier von einer diplomatischen Vorgehensweise, und da ist ganz viel Vertrauen verloren gegangen. Ein permanentes Misstrauen wird bestehen bleiben. Und die große Frage, die an dem Raum steht, was geschieht bei der nächsten Krise? Das vorberät viele Leute abzubrechen, und es schenkt uns, wie wann in Damoklesschwert auf diesem Gesundheitssystem gefängt, ein System, das wir immer verteidigt tun, ein System, das aber durch den hohen Druck, durch die Kontrahenten, die am System inhärent sind, wie gesagt, bei der nächsten systemischen Krise, wird platzen und das driften. Das hat für kurz nach Krieg für möglich gehalten, wir haben eine Lawine umkommen mit ganz graven Konsequenzen. Wir meinen, dass das heute ein strategischen, cleveren, inszenierte Coup von der Regierung war, das heute war ein Auflenkungsmanöver, eine raffinierte Denkfabriken mit Success versicht, ein Modell auszuschaffen, wen der Leid Apple für Biere verkaufen kann, wen am Namen von einer Pseudoqualität viel Suen abspüren kann. Das ist der Regierung gut gelungen. Der Gesundheitsminister hat eine ganz unglückliche Rolle gespielt. Er hat die Rolle gespielt, sicherlich die Regierung ihm oktroyiert hat. Mit wo nicht die feine Manier. Er hat ein rein elektoral gedurcht, wird die Impression gehen, dass hier auf der Seite von den Patienten war, wird man besser fangen auf Prestatäre gewesen, aber versucht für ihnen den schwarzen Peter zuzuspielen. Was dann herauskommt, ist, wissen wir. Die Leute mussten mehr Kotisationen bezahlen, mehr partizipieren, aber weil ja praktisch Schifferien und der Käse mediko-chirurgikal ist, werden in nächster Zukunft auch praktisch Schifferien mehr hohe Kotisationen bezahlen. Madame Präsidentin, das Projekt 616 sollte Projekt von der größten Reform sein. Es sollte Projekt von einer optimalen Qualität am Gesundheitswesen sein, ein Projekt, das die Appellation Macht National verdient hat. Das sollte eine volle Story sein, endlich eine ganzheitliche Sicht vom Gesundheitswesen, endlich eine Wurzelbehandlung und eine Ursachenbekämpfung. Was daraus kommt, das wissen wir. Freiheit vom Patienten, den Doktor zu wählen, den er will, was schon so der Fall ist. Das Sekretär Medikal als Obrechterhalle gehen, was schon so der Fall ist. Kompetenzzentren zu schaffen, was wir schon tun. Der Referenzdoktor anzuführen, das wir schon mit dem Hausdoktor tun. Wir kriegen eine große Verwaltungsstruktur. Ich hatte am Vorfeld von diesem Projekt eine Interpellation angefragt über Neuwege an der Medizin. Theoretisch sollte das Interpellation heute mit diesem Projekt evakuiert gehen. Ich habe gesehen nun, welche Nuss das inhaltliche Projekt hat, auf welche Direktion das gehen soll, und ich bin Interpellation zurückgezogen. Ich will aber ein paar Ideen mit auf den Weg gehen. An diesem Gesetz als Machtposition in der Gesundheitskäse, die am Fundament nicht anders ist als wie Spurverein, weiter ausgebaut werden. Das zweite Gesetz ist nicht auf Qualität basiert, ob schon nicht als solches an Vitrinen gestaltet wird. Mit das nicht weltbewegendes, nicht fundamental Neues an die heutigen Verhältnisse, Punkto Qualität, die wir sollen nun, aber wir de facto nicht tun, werden bestehen bleiben. Madame Präsidentin, also Gesundheitssystem wäre viel froh, ob die nicht mit diesem Gesundheitsprojekt gelöst werden. Dann stellt sich für mich als Member von dieser Gesellschaft vor, was sie mit Pflichten, was sie mit Rechten Punkto Gesundheit. Was Pflichten nur geht, Mithelfen das System zu unterstützen, das ist ja klar, und nicht vom System zu abusieren, und so den anderen Leid schädigen.
Was Recht anbelangt, muss ich frei entscheiden können, wie ich meine Gesundheit gerieren kann. Und dafür brauche ich ganz viel Information. Aber was ich am Krankheitsfall mit einer Person kann passieren. Das alles mit der Kooperation von der Gesundheitskasse. Als das an diesem System der Fall, dann wird es nehmen. Ein paar konkrete Beispiele für das zu ermauern. Wenn ich als Patient direkt will, dann gehe ich bei dem Doktor, ich bezahle 35 €. Der Doktor schreibt mir, ich scanne ab 100 €. Ich schreibe mir eine Blutanalyse ab 200 €. Und da kann ich Medikamente verschrieben, ein Medikament für die Pain, für die Inflammation, für den Muskel zu entspannen, und auch ein Medikament für den Mut zu schützen. Da sind manche bei 100 €. Da kann ich nach einem Krankenschein, am nächsten Jahr 54 Stunden gehe ich bei den Doktor, eine Konsultation von 100 €. Aber wie das nicht auf der Röntgen ist, kann ich Massagen erfangen. Andere Merker 230 €. Das Gesamt möchte ganz genau 700 €, Herr Minister, 700 € die Krankenkasse oder Gesundheitskasse muss auf den Tisch legen. Wenn ich aber jenseits von der Grenze gehe, bei Chiropraktiker, da kann ich keinen Krankenschein an so kehren, kann ich mit 60 € über der Bier stehen, die kriege ich mal nicht von der Krankenkasse rum. 700 € bezahlen sie, 60 € für die Gesundheit bezahlen sie nicht. Auf Basis von dem Beispiel habe ich bewiesen, wie ungerecht das System ist, weil hier Decisionen getroffen werden, die einseitig aus einem ähnlichen Blickwinkel stammen. Dasselbe ist das gut für die Akupunktur, die Osteopathie, psychologische Behandlung, hier wo so Gifte gespürt gehen, spielt Gesundheitskäse nicht mit. Solche Szenario für Auslandsbehandlungen, wenn der Kontrolldoktor A da sitzt, kriege ich eine Konsultation beim Professor X zu Paris, wenn der Kontrolldoktor B da ist, kenne ich sie nicht. Das ist schon so Klassenmedizin, auch nicht zu schwätzen von der Umweltkrankheiten. Die Kollege Schuss möchte schon mal stärker dafür. Leute, die an das Ausland eine Spezialklinik gehen, die da voll behandelt gehen, Leute, die Krankheiten haben, die nicht an der Nomenklatur Hydra sind, zum Beispiel Fibromyalgie, Multiple Chemistry, Sensitivity, Fatigue Chronic Syndrom, also de facto auch keine spezifischen Behandlungen können kriegen. Das Leute kriegen trotz Besserung von ihrem Krankheitsbild kein Euro für die Medikamente zurück, weil das Medikament daheim nicht unerkannt wird. Herr Minister, da sieht ja selber, dass hier am System ein Fehler drastisch. Da hätte ihr müsst schon längst ergreifen, die Situation als Kunde zu tolerieren. Das gesagt, Madame Präsidentin, ein paar Wörter über die Gesundheitskäse als solches. Wenn wir schon von Qualität schwätzen, dann müssen wir auch vielleicht hypothetisch darauf urstellen, dass man eine Wählmöglichkeit hätte bezüglich als Grundversicherung. Das heißt, wenn neben der öffentlichen Gesundheitskäse als Konkurrenz sozusagen ein paar andere Käsen da wären, das wäre vielleicht viel besser, was Qualität angeht. Weil das, was ich investieren und das, was ich rauskriegen, das geht nicht durch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ein zweiter Käse hier im Land fehlt, wenn ich eine andere Möglichkeit hätte, dann gebe ich sicherlich die momentanen Gesundheitskäse mit der Philosophie, aber verlassen an eine andere sichern. Wie ist dieses Projekt mit der No-Fault-Praxis? Wie ist es mit der Evaluation von Gesundheitstechnologien für den optimalen Ersatz an der Gesundheitsversorgung? Wie ist es mit einer Informationshotline 24 Stunden lang, 7 Tage lang? Wie ist es mit der Telesanté an der Basisversorgung von Kranken und älteren Leuten daheim? Was machen wir für die Leute, die in der Armutsgrenze leben und die dafür mehr krank gehen? Alles ist vor, Herr Präsident, Madame Präsidentin, bleiben an diesem Projekt ohne Einfall. Aber wenn er die richtige Reformen gemacht hat, Herr Minister, dann müssen den Hausdoktor auch nicht das revalorisieren. Erstens, mit einer obligatorischen Formation continue. Für das als zweitens, für das alles Zeit gebunden ist. Für das ein Doktor durch die größte Unzahl von Patienten keine Zeit tut und nicht mehr viel Zeit tut, für den Einzelnen richtig zu behandeln, hat müssen eine neue Form von Remuneration aufhören. Nämlich eine Remuneration, die zeitgebunden ist. Die hat müssen zum Beispiel einen Minutentarif aufhören. Ein zum X pro Minute. Hat der Vorteil, dass ein Doktor, der Patient mehr lang kann sichern, ein Platz 10 Minuten, zum Beispiel 30, dem Moment das Diagnose viel mehr sicher, der Moment wird gezählt, eine bestimmte Analyse wird gefordert,
dem Moment wird der Patient direkt richtig behandelt oder orientiert, an dem Moment braucht der Patient nicht mehr ein paar Mal an der Woche oder ein paar Mal am Monat zurückzukommen, die Wartezeit wie mir eidel, den Doktor wird Mannerdruck, an ihr selber kann dezidieren, wie viel Zeit ihr pro Patient kann zur Verfügung stellen. Herr Präsident, Frau Präsidentin, wir haben von der Kompetenz geschwärzt. Ein anderes Suche für uns als den Transfer von der Assurance Maternité an die Assurance Maladie. Eigentlich der Staat eine wichtige Kompetenz auf, nämlich den Schutz vom ungeborenen Kind. Wir wissen alle gut, dass viele schwangere Frauen bei allen möglichen Symptomen eine Dispens kriegen, eine Sorte Krankenschein, die aber kein Krankenschein ist, die vom Staat finanziert wird. Das ist auch nachvollziehbar. Wir sehen nicht viel wert, soll die Gesundheit vom Kind aufs Spiel setzen. Und sich ist das ethisch vertretbar, alle Krankheitssymptome auszukurieren, für die Gesundheit vom Kind nicht zu hypothekieren. Mit diesem Kompetenzverlust seitens vom Staat fährt mir, dass die Dispensen streng geregelt werden, weil Gesundheitskäse an ihrer Logik vom Spuren heimlich stark Kontrollwert abfeiern, an das zum Notteil vom Kind. Und am Präsidentin für aufzuschließen, will ich eine Situation aussprechen, die wir in der Chamber nicht dürfen akzeptieren. Es ist als Pflicht für Gesetze zu stimmen, mit mussten Gesetze gestimmt gehen, die nicht für ihre Randgesundheit von der Leute hypothekieren. Weil wir im Vorfeld wissen, dass eine Kategorie von Leuten, wenn es enger Spurmaßnahmen von der Regierung nicht richtig behandelt gehen oder mehr krank gehen, dann mussten wir als Chamber widerstreben. Wir mussten dem Minister sagen, dass das so nicht geht. Und was geht es? Das ist der berühmte Artikel 22 bis. Es können Originalmoleküle von Aptikter ersetzt gehen mit sogenannten Generika. Es gibt von der selben Komposition, von der selben Form, auch von der Bioäquivalenz geschwärzt. An der Praxis ist das Prinzip aktiv, die sogenannten Hauptmoleküle, identisch bei den zwei Produkten. Das ist kein Problem, Herr Minister. Wir wollen einen Unterschied aus, das ist ein Trägerprinzip. Die Moleküle, die rundherum von der aktiven Substanz sind, die Moleküle, die für die Galenik zuständig sind, die Moleküle, die für Biodisponibilität zuständig sind. Eine Aktivsubstanz kann eine paar Minuten am Blut sein, und dieselbe Aktivsubstanz kann recht nur ein paar Stunden am Blut sein. Eine Trägersubstanz kann aber auch Allergien provozieren, chronische Darmentzündungen bis hin zu Epilepsien. Die Generika gleicht dem Original nimmer zu 80%. Und 10% von den Patienten spüren nach mehr großen Unterschied. Kein Generika ist mit dem Original identisch. Könnt ihr dafür verantworten, dass Patienten durch Substitution eine große Chance kriegen, für ihn gesund zu gehen? Oder nach mir krank gehen? Bei der ersten Komplikation muss die erste Reproche gefallen lassen, dass die Prinzip der Präkaution nicht angewandt wird. Eigentlich diejenigen penalisiert, die Mindestlohn leben. Notgedrungen optieren des Patienten für die billige Kopie. Hier entsteht nicht nur eine Zweiklassenmedizin, die anscheinend nie gewollt wird, wir riskieren die Männer bemittelt, Leid durch eine prekäre Situation nach mehr krank zu gehen. Herr Minister, wenn eine Komplikation entsteht, dann ist der Patient responsabel, weil er sich für das billige Medikament entschieden wird. Und der Artikel wird proposiert, und der Patient entscheidet sich für das billige Medikament. Der Patient wird sich aber nicht freiwillig dafür entscheiden. Wir hin, als wenn es in einer prekären Lage dazu gezwungen gehen, und das ist ein ganz großer Unterschied, Herr Minister. Und das geistige Pap von diesem Projekt werdet ihr mal gut nicht wissen, dass Patienten krank gehen. Aber vielleicht werden krank gehen, so nicht. Und das nehmen an dem Sinn für ein paar Euro zu spuren. Herr Minister, der bewegt sich hier auf ganz dünne Mais, gelebt mir es wäre besser vielleicht, wenn ihr durch eine Korrektur erholen. Das gesagt, Herr Präsident, wir werden dieses Gesetzesprojekt nicht mitstimmen, weil erstens nicht auf der richtigen Platz gespurt wird, zweitens ein Projekt keine Qualität generiert, drittens an der Zukunft bei einer neuen Krise, die kein wünscht, dieses Gesundheitssystem also nicht platzen wird, und viertens, weil 15 Tage für eine Wahlen Gesundheitskäse gesund vor, und 15 Tage nach der Wahlen Gesundheitskäse defizitär war. Zunächst merci.